Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, liebe Freunde, heute reden wir über eine weitere Neuverpflichtung, über die Verlängerung von Jan Thielmann und meine Eindrücke von der Saisoneröffnung 2025/26. Ich war da und ein paar Anekdoten kann ich gerne mit euch teilen. Ja, jetzt haben wir doch tatsächlich noch unseren Linksverteidiger. Christopher Lund wechselt zum 1. FC Köln. Offiziell erstmal nur für ein Jahr ausgeliehen. Es wird sich dann noch im Laufe der Saison herausstellen, ob wir dann eine Kaufoption ziehen werden. Ich habe mich gestern Abend erstmal dann etwas intensiver mit dem Jungen beschäftigt, habe mir mal ein paar Statistiken angesehen und ein Highlight-Video unter anderem aus seiner Zeit bei BK Häcken. Mit BK Häcken wurde er 2022 so eine Art Überraschungsmeister, war auf jeden Fall deren erster Titel und er war da auf jeden Fall der Leistungsträger zu dem Zeitpunkt. Schauen wir uns doch mal an, wie es dann in letzter Zeit so bei ihm aussah, wie er sich entwickelt hat. Also was wir von ihm wissen, Linksfuß, linker Verteidiger ist die primäre Position bei ihm. Linkes Mittelfeld ist eine weitere Position, die er spielen kann. Von daher klassischer Schienenspieler. In diesem Highlight-Video, das ich mir angesehen habe, hat sich auch für mich so ein bisschen herauskristallisiert, dass das ein verdammt guter Flankengeber ist. Also Torvorlagen, das ist irgendwie so das Ding, womit er wahrscheinlich am meisten auf sich aufmerksam gemacht hat. Ein bisschen, was so interessant ist, der Marktwert ist bis zu seinem Wechsel nach Palermo kontinuierlich gestiegen. War vorher 2,5 Millionen, dann 2 Jahre lang konstant 3,5 Millionen, ist dann leicht nach dem Winter gefallen. Aktueller Marktwert 2,70 Millionen. Das hier ist eine Leihe mit Kaufoption. Schauen wir mal, also jetzt ist erstmal wichtig, dass wir für den Moment einen vielversprechenden Linksverteidiger haben, um den sich Dänemark wie auch die USA gleichzeitig bemüht haben. Er hat ja sämtliche Jugendmannschaften von Dänemark durch mittlerweile. Trotz alledem hat er sich dann für die USA entschieden. Wohlgemerkt, der Junge ist halber Amerikaner, die Mutter ist Amerikanerin und deshalb bisher in einigen Freundschaftsspielen ist er dann für die USA aufgelaufen. Hat auch schon das ein oder andere Interview für amerikanische Medien gegeben. Scheint auf jeden Fall so der ganz große Emporkömmling zu sein und ich finde das ganz gut, was wir da mit ihm versuchen. Ich habe mir so oder so gewünscht, dass sich was auf der Linksverteidigerposition tut. Ich weiß nicht, ob Paccarada gut genug ist für die Bundesliga. Müssen wir kurz gucken, ob das auch noch bei Christopher Lund der Fall sein könnte. Serie B ist natürlich auch italienische zweite Liga, aber wir dürfen nicht vergessen, wir hören ja auch öfter mal so, ja, der FC, der verpflichtet Zweitligaspieler. Einen Moment, ein Rettungswagen fährt vorbei. Habt ihr es gehört? Ich hasse diese Gegend. Ich hasse diese Scheißgegend und die erhöhen die Miete immer mehr und mehr und mehr. Grüße gehen raus an die Vonovia. Ja, okay, machen wir mal weiter an der Stelle. Ja, was ich sagen wollte halt, dem FC wird öfter mal so im Social-Media-Bereich in den Kommentaren unterstellt, man verpflichtet nur Zweitligaspieler oder Zweitliga-typische Spieler und dergleichen. Ja, aber das sind ja meistens so Spieler, die sind dann doch so qualitativ gut, dass die so oder so von anderen Erstligisten verpflichtet worden wären. Warum sollten wir nicht diejenigen sein? Und dazu gehört dann jetzt auch Christopher Lund. Ich persönlich habe einen guten Eindruck von ihm und es musste sich so oder so früher oder später was auf der Linksverteidigerposition tun. Ein Paccarada ist jetzt auch nicht immer so überzeugend, zumindest was die Erstliga betrifft. Das wissen wir aus dem Jahr zuvor. Dominik Heinz kommt so langsam in die Jahre. Man weiß nie. Deswegen gucken wir mal. Wichtig ist ja das erstmal für diese Saison, weil ist ja nur eine Leihe. Mal gucken, wie es am Ende der Saison aussieht. Ob wir dann bereit sind, das Geld zu investieren und ihn fest zu verpflichten. Aber das einmal für den Moment zu Christopher Lund gesagt. Willkommen in Köln. Ja, und weiterhin willkommen in Köln, Jan Thielmann. Das war wirklich so die Nachricht des Tages auf der Saisoneröffnung 2025/26. Er hat seinen Vertrag dann doch noch verlängert, möchte seine Zukunft mit dem FC gestalten und hier zum Führungsspieler heranwachsen. Das wurde auf der Bühne dann verkündet, als die Mannschaft dann quasi vorgestellt wurde. Und war dann somit die News des Tages. Ich persönlich begrüße es, auch wenn der Junge mal hier und da seine Mängel hat. Aber man darf ja auch nicht vergessen, er wurde ein bisschen zu oft in den letzten Jahren auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt, die ihm einfach nicht liegt. Auch wenn er
hier und da sein Bestes gegeben hat. Der Offensivdrang ist dann ein bisschen doch zu groß, aber ich sag mal so, den absoluten Torjäger sehe ich in ihm auch nicht. Aber fürs Flankenspiel und für das Erkämpfen des Strafraums, da ist der Junge immer mal wieder gut gewesen. Deswegen, Jan Thielmann bis 2028 Spieler des 1. FC Köln. Ich selber spekuliere aber auf eine Art Ausstiegsklausel. Das ist zwar nicht offiziell, aber ich persönlich glaube, das wurde ihm auf die Art und Weise schmackhaft gemacht. FC-Fan, hin oder her, das sei mal dahingestellt, aber ich glaube, da ist eine Ausstiegsklausel mit drin. Das ist so meine Mutmaßung an der Stelle. Ja, und dann nochmal abschließend zur Saisoneröffnung. Mann, war das ein geiler Tag. Kennt ihr diese Tage, wo ihr wünscht, ihr werdet in so einer Zeitschleife gefangen, wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier, dass der Tag sich immer wieder wiederholt, immer vom Neuen startet, aber ihr das Ganze nochmal besser machen könnt? Ja, so ein Tag war das. Ja, ich habe dann morgens erstmal mich mit dem Pierre getroffen. Wir sind dann zusammen hin und haben uns dann zusammengeschlossen mit Fabio, seiner Freundin und meinem Kameramann und auch seinem besten Freund Stefan und haben quasi den ganzen Tag zusammen verbracht. Im Nachhinein hat es ja auch noch ein TikToker zu uns gesellt, der auch mit uns befreundet ist mittlerweile. Freezy Player, Grüße gehen raus, er hat da so ein Projekt in der Mache. Sobald dieses Projekt dann wirklich am Start ist, werde ich es auch ein bisschen hier mal bewerben, ein bisschen Promotion machen. Das war ein verdammt lustiger Tag, wir haben einfach nur abgehangen, aber ich muss halt sagen, ja, schlechtes Wetter hat wohl Tradition bei der Saisoneröffnung. Es war so ein miserables Wetter. Wir haben sehr lange unter Marathon-Tor gestanden. Ich sage euch eins, wenn das nächstes Jahr im Wetterbericht wieder so aussieht, dass es regnet, ich schwöre, for real, ich bring so einen Campingtisch mit und mehrere Klappstühle. Dann treffen wir uns alle da vorher, also meine Leute und ich, und wir stellen uns direkt unter das Marathontor. Unter das Dach des Marathontors. Direkt da einfach ganz dreist so einen scheiß eigenen Tisch hinbauen. Könnt ihr auch zu uns kommen und mit uns abhängen, weil da mitten im Regen stehen, ich will ja jetzt noch nicht den FC kritisieren, die haben es gut organisiert. Weißt du, da hat man sich ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass Petrus irgendwie gnädig ist, aber es hat geschüttet wie aus den Eimern. Absolute Katastrophe. Wir mussten teilweise an den Tischen mit aufgeklappten Schirmen sitzen. Ja, aber hat uns trotzdem nicht abgehalten, davon den Tag zu genießen. War auch richtig cool, einige Zuschauer zu treffen. Insbesondere Grüße gehen raus an Ramona und Jürgen. Sehr, sehr liebe Menschen auf jeden Fall. Und auch an den FC Stefan, ein weiterer TikToker, der auch noch auf uns zugekommen ist. Gab noch zwischendurch ein paar andere, aber die ganzen Namen wüsste ich jetzt auch nicht mehr aufzuzählen. Die meisten waren natürlich wegen Pierre zu uns gekommen, aber haben auch mich erkannt. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Da war beim Zuschauer, komm, ich muss mal einmal wieder rumbitchen. Das hätte er sich wirklich sparen müssen. Da kam ein Zuschauer zu uns. Das ging nicht an mich oder so, ne? Das ging nicht an mich. Aber dann sagt er zu Pierre und Fabio, ich guck euch beide. Aber Pierre ist krasser. Ja, Junge, was willst du damit erreichen? Willst du jetzt Fitner machen zwischen uns oder was? Wir sind Freunde. Wir sind nicht einfach nur irgendwelche YouTuber, die sich zusammengeschlossen haben und ein Projekt zusammen machen. Wir sind Freunde. Wie billig ist das denn? Als ob wir dann gleich gegenseitig uns runterziehen würden, nach dem Motto, ich bin krasser als du. Und by the way, ich weiß, dass die alle krasser sind als ich. Alle, die ich hier in der Beschreibung verlinkt habe, sind krasser als ich. Ne, bevor da demnächst einer bei mir ankommt oder sowas. Ich bin halt meine eigene Nische, ich habe mein eigenes Publikum. Aber gut, mich hat er eh nicht gekannt. Oder vielleicht nicht erkannt, keine Ahnung. Aber sowas sollte man sich echt sparen. Sagt doch ruhig, ich finde euch krass. Ich bin zwar mehr so, was Pierre betrifft, so ein fester Zuschauer, aber sag doch nicht vor Fabio, aber Pierre ist krasser. Richtig billig, wie schlecht ist das denn? Ey, wie schlecht ist das denn? Wir sind Freunde, kapiert das doch langsam. Wir sind Freunde, die zwar durch YouTube zueinander gefunden haben, aber wir hängen miteinander ab. Wir drehen nicht irgendwie einfach nur Projekte zusammen oder sowas. Wir sind Freunde, kapiert das mal langsam. Das gilt auch für alle, die dann zum Beispiel bei Fabio oder bei Pierre über den einen oder anderen schreiben, boah, wie kannst du mit dem zu tun haben? Wieso erwähnst du den in deinen Videos? Weil wir Freunde sind und wir uns gegenseitig auch schon geholfen haben. Nur damit es mal welche kapiert haben. Und da bin ich absolut loyal. Na, mehr als nur loyal. Also interessiert mich auch gar nicht, was da so Leute, also bei mir schreiben die es eh nicht, aber habe ich schon bei Pierre gesehen, habe ich schon bei Fabio gesehen, bei Taubi genauso. Deswegen, das bringt euch nichts, sowas bei denen zu schreiben. Die werden nicht nach dem Motto, oh, dann deabonniert der mich,
dann wird er meinen Kanal nicht mehr ansehen, wenn ihr da sowas drunter schreibt, als ob ihr das machen würden. So, wie verrückt muss man eigentlich sein, sowas zu denken. Aber okay, das sei mein Wort zum heutigen Mittwoch. Und da bin ich mal gespannt, was sich die nächsten Tage tut. Und in dem Sinne sage ich mal, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.